So, heute regnet es mal wieder und da habe ich gedacht, eigentlich wäre es doch gut, wenn man in ein Museum geht. Ich habe ja hier die Zuschrift bekommen, liebe Katrin, erzähl doch mal in einem Video über die Brezel. Sprachlich, landeskundlich. Das ist ein Auftrag. Beim Bäckermeister meines Vertrauens habe ich deshalb heute was ganz Besonderes bestellt und ist auch pünktlich fertig geworden. So, Brezeln sind im Auto, alles duftet. Dann los, Landpartie nach Erdmannhausen. Habt ja schon 3 gute Indizien bekommen. Museum, Brezel, Erdmannhausen. Jetzt hier angekommen und genau gegenüber vom Museum gibt es einen schönen Spielplatz. Und einmal umgedreht. Hier wollen wir hin. Ui, was für ein schönes Dekor. Hallo Frau Hart, vielen Dank, dass Sie heute dieses kleine Rendezvous möglich gemacht haben für unsere Zuschauer hier. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht vom Bäckermeister meines Vertrauens. Ich weiß nicht, ob Sie solche Brezeln hier schon haben. Zwillingsbrezeln, nein, solche haben wir hier nicht. Die kommen aber auf jeden Fall hier rein. Ja, das freut mich. Brezel-Schlimmtisch, das heißt, wir haben unsere Brezel, unser Brezelstein. Ah, so einfach geht es. Ja, das muss geübt sein, ne? Eine Geschichte vom Bäcker Frieder, der seinen Herzog damals in Ungnade gefallen ist und so wurde er zu Tode verurteilt, wenn er innerhalb 3 Tage ein Gebäck erfinden kann, wo 3-mal die Sonne durchscheint, soll er einfach am Leben bleiben. Aha, wenn 3-mal die Sonne durchscheint, dann ist er gerettet. Das ist toll. Die weitere Geschichte gibt es, dass der italienische Mönch, die haben so gebetet, haben seine Brüder beim Beten beobachtet und auch da sieht man wieder die Brezelform. Arme im Italienischen heißt Braccio und so ging es dann, bis man dann bei Brace, Brecce, Bratze, Brezze und so kann man schon erkennen, dass man dann bei der Brezel entstanden ist. Genau, super. Die Geschichte vom Bäcker Frieder war ja erst 1477. Hier können wir sehen, dass um 1050 schon die erste Brezel beim Abendmahl. Es war also eigentlich ursprünglich ein Abendmahlgebäck und deshalb schon so früh zu sehen. Und es gibt ganz verschiedene Brezeltypen. Achtung, Achtung! Die einen machen sie ungefähr gleich dick, die anderen machen sie ein bisschen herzförmiger und bei uns, die schwäbischen, da ist es wichtig, dass sie knusprige Ärmel haben. Knusprig muss die Brezel sein. Ja, handwerkliche Brezeln sehen ja immer so charakteristisch aus und bei manchen springen dann auch rindliche Lippen auf, so Münder sieht man dann und so ein bisschen zugekniffene Augen wie beim Lachen. Und hier gibt es also auch Ausstellungsstücke eines Künstlers, der heißt Jürgen Rösner. Und der hat ja quasi das Charakteristische aus den Brezeln rausgeholt und auch ein bisschen bunt gemacht. Das Museum ist wirklich eine Reise wert. So, und jetzt dürfen wir mit in die neue Sonderausstellung. Die war schon geplant, aber dann kam Corona und leider musste man die Vernissage verschieben. Ui, schauen wir mal. Oh. Ja, Leute, ich kann euch nur empfehlen. Sommerurlaub im Urlaubsland Baden-Württemberg, ein Besuch im Brezelmuseum in Erdmannhausen, ein absolutes Muss. Wer meine Tasse schon kennt, der hat sich vielleicht schon manchmal gefragt, wo ich die her habe, weil die ja so cool ist. Ja, und dazu kann ich euch noch was verraten. Es gibt hier schon wieder was Neues, Cooles. Muss ich natürlich auch haben, den Brezel-Mundschutz. Aber jetzt endgültig Ade! Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.